Ja, vielleicht bist du heute hier, um eine dieser Geschichten genau zu hören und zu merken, Gott will dadurch zu dir reden. Dann will ich dich ermutigen, heute etwas festzumachen. Es gibt nach der Predigt auch ein Ministry Time, wo man zu Leuten gehen kann, um mit ihnen zu beten. Das ist eine super Möglichkeit auch, um etwas im Gebet vor Gott zu bringen. Vielleicht war das genau deine Geschichte und wegen dem bist du heute hier. Wir sind hier, Predigtserie Wohlgeruch. Wir kommen zu Jesus, wir schauen ihn an, wir erleben seine lebensverändernde Kraft, wir atmen ihn ein, wir sehen ihn und wenn wir gehen, dann dürfen wir etwas von diesem Wohlgeruch auch mitnehmen. Heute zum Titel Ein fragwürdiges Leben wollen wir zusammen entdecken und ich möchte einfach gleich beten zum Anfang. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der heute Leben verändert. Danke, dass du Kraft hast, dort, wo wir keine Möglichkeiten sehen. Danke, dass wir uns selber dir öffnen dürfen und du kommst und begegnest uns, du wirkst und du redest auch heute. Danke, dass du hier gegenwärtig bist in diesem Gottesdienst und dass du zu uns heute hier redest. Amen. Wir sind letztes Mal gestartet mit dieser Serie Wohlgeruch. Wir wollen zusammen so verschiedene Zutaten entdecken. Letzten Sonntag haben wir darüber geredet, dass das Gebet so eine wichtige Zutat ist, um mit Gott in Verbindung zu sein. Heute wollen wir die nächste Zutat entdecken und die heißt ein fragwürdiges Leben. Dazu lesen wir einen Bibeltext, er steht im Kolosser 4. Ihr könnt mitlesen, wenn ihr das möchtet, ist hier schon eingeblendet und wollen hier eine nächste Zutat entdecken, um ein fragwürdiges Leben zu führen. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Die Kraft des Gebets, weil wir reden mit Gott, dem Schöpfer des Universums. Und dann heißt es weiter, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Also etwas, was Durst macht auf mehr. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also wenn wir diese zwei Verse anschauen, das, was wir vorgelesen haben und dieses Teil, das Gebet und dann salzige Antworten geben. Eigentlich sind es so zwei Themen. So zu leben, dass andere Menschen Fragen stellen. Weil wenn Fragen gestellt werden, dann gibt man eine Antwort. Ist logisch, oder? Diese zwei Dinge. Und heute wollen wir auf das zweite Mal schauen. Was bedeutet es, ein Leben zu führen, das Fragen aufwirft und in diesem Sinn positiv gemeint, ein fragwürdiges Leben zu führen? Normalerweise wird das ja negativ verwendet, oder? Aber in diesem Sinn mal positiv. So zu leben, dass es Fragen aufwirft. Finde ich einen spannenden Gedanken. So zu leben, dass es Fragen provoziert. Ich möchte dazu eine zweite Bibelstelle nehmen. 1. Petrus, und dort wird genau dieses Thema aufgegriffen. Dort heißt es, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen. Wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Also auch hier geht der Schreiber automatisch davon aus, dass das möglich ist, dass Leute fragen, hey, wieso ist es so? Und dann weiter, antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt. Also der Schreiber hier, Petrus, sagt, wir leben ein Leben als Christen in Verbindung mit Jesus.
Und das ist ein Leben, das Fragen aufwirft. Deshalb seid bereit, Antwort zu geben. Und er gibt auch gleich ein paar Tipps, in was für eine Art und Weise wir Antwort geben sollen. Also für die Leute damals war das irgendwie selbstverständlich, ein Leben zu leben, das Fragen aufwirft. Andere Leute fragen und es gibt dann Antworten, die man geben kann. Und das ist irgendwie, wenn wir das uns überlegen, das ist wirklich so passiert, oder? Also damals waren das ganz wenige Leute, 12 Jünger vielleicht, die mit Jesus unterwegs waren. Das hat Fragen aufgeworfen. Die Leute sind gekommen, haben gefragt, ja, was ist hier los? Wieso ist das so? Was passiert hier eigentlich? Jesus damals selber noch, die 12 Apostel, dann später. Die Leute, die Christen geworden sind, haben Antwort gegeben, haben das erklärt. Menschen haben gemerkt, da ist eine Kraft darin, in diesen Worten. Da ist Jesus darin. Da kann man Gott begegnen. Und immer mehr Leute haben begonnen, an Jesus zu glauben. Es hat ja eine richtige Bewegung ausgelöst. Also diese Leute haben wie eine Art Gegenkultur gelebt. Wenn wir lesen von der ersten Gemeinde, die es gegeben hat, da liest man, wie die Leute im Umfeld gestaunt haben und wie das Anziehungskraft hatte. Dass man gesehen hat, ist das so anders. Das hat die Menschen provoziert, darüber nachzudenken, was ist hier los, was passiert hier eigentlich? Ich habe mir überlegt, wann ist es so, dass Menschen Fragen stellen? Wenn man etwas Überraschendes erlebt, etwas Unvorhergesehenes vielleicht, etwas, das man nicht erwartet hätte, wenn das passiert. Und ich habe mir auch überlegt, wie war das denn damals? Wie haben die Leute damals denn gelebt, dass das Fragen aufgeworfen hat, dass sie Antworten dann geben konnten? Wie haben diese Leute gelebt? Und ich habe einen spannenden Text im Titus gefunden, wo der Paulus diesen Leuten erklärt, wie sie leben sollen. Es ist noch spannend in diesem Text, dass er dann so einzelne Gruppen anspricht. Zuerst spricht er von den alten Frauen. Ich weiß nicht, wer sich dazu da angesprochen fühlt. Also damals war das etwa ab 45. Spricht auch zu den alten Männern. Auch etwa, ja. Alle schmunzeln. Es werden auch die Jungen angesprochen. Jungen Männer, die jungen Frauen, die Sklaven. Ich hoffe, da fühlt sich dann keiner angesprochen von euch. Aber vielleicht als Arbeitnehmer oder so. Das ist interessant. Als Arbeitnehmer, ja, ich hoffe nicht, dass das Sklaven, zum Glück gibt es heute keine Sklaven bei uns in der Schweiz, aber es ist eigentlich ein wichtiges Thema, um darüber nachzudenken. Titus 2, wie waren die Leute damals so unterwegs, wie haben sie gelebt? Du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer, also alle ab 45 dürfen sich jetzt angesprochen fühlen, auch andere von mir aus. Halte dazu an, besonnen, das meint so authentisch, echt zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Das bedeutet, in der damaligen Zeit war das nicht normal für Männer ab 45. Da war wahrscheinlich normal, dass man statt Liebe eher Macht ausgeübt hat. Und hier wird gesagt, ja, liebt. Es soll echt sein, euer Leben, glaubwürdig. Das hat damals einen Unterschied ausgemacht. Es hat den Leuten zu fragen, wieso macht er das, wieso lebt er so? Wieso ist er nicht einfach hier und übt die Macht aus zum Beispiel? Das hat die Leute provoziert. Dann, wenn wir weiterlesen, entsprechend gilt für die älteren Frauen, auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig, das hat es damals anscheinend gegeben, sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Es war damals anscheinend üblich, dass die älteren Frauen gerne ein bisschen zu viel getrunken haben. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen, das kommt gleich ein Auftrag und die jüngeren Frauen werden jetzt auch noch mit hinzugenommen, dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Wieder geht es um Liebe. Das war ein Unterschied damals. Verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Und dann geht es weiter, dann kommen die jungen Männer dran.
halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Damals war es wahrscheinlich normal, dass junge Männer ein bisschen unverantwortlich gehandelt haben. Ein bisschen leichtfertig, vielleicht irgendwelche Dinge einfach gemacht haben, ohne groß zu denken, was dabei herauskommt. So ein bisschen leichtsinnig. Das hat einen Unterschied gemacht, ob junge Männer damals diszipliniert waren oder nicht. Da kommt eine Anweisung an den Timotheus. Vielleicht siehst du dich darin auch. Sei du selber ihnen ein Vorbild, darin Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und unanfechtbar sein. Dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Jetzt werden sogar noch die Sklaven angesprochen, wie angekündigt. Den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Also offensichtlich gab es damals Sklaven, die sind Christen geworden. Und jetzt schreibt da Paulus diesen Sklaven, hey, verhaltet euch auf eine gute Art und Weise. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Das bedeutet, damals war es üblich, dass wenn ein Sklave eine Möglichkeit gesehen hat, noch etwas mitgehen zu lassen, etwas zu seinem Vorteil irgendwie zu nehmen oder so, dass er das gemacht hat. Und jetzt Paulus schreibt, hey, ihr seid zwar Sklaven, aber ihr seid Christen geworden, wie wunderbar. Dann macht einen Unterschied aus. Also als ich vorher von den Arbeitnehmern gesprochen habe, ich habe mehr das gesehen. Ich denke, das gibt es heute auch. Leute, die denken, wenn ich etwas mir nehmen kann, dann nehme ich es mir. Und da werden diese Sklaven werden ermutigt, es gut zu machen für ihre Chefen eigentlich. Und der Grund für all das wird hier dann genannt. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Es ist ganz wichtig an diesem Punkt, dass wir uns bewusst sind, all diese Dinge, die sagt Paulus nicht, weil sie etwas mit unserer Rettung zu tun haben. Es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der gute Dinge tun kann und deshalb von Gott angenommen ist. Das ist unmöglich, weil kein Mensch absolut perfekt lebt. Aber wenn wir an Jesus glauben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir mit ihm verbunden sind und uns fragen, wie können wir leben, dass das ein Wohlgeruch ist für andere Menschen, dann können wir sagen, okay, spannend. Ein Leben, das einen Unterschied ausmacht. Nicht die Kultur um mich herum prägt mich, wie ich bin, sondern Jesus prägt mich. Und das ist ein Unterschied zu unserer Gesellschaft, zu unserer Kultur, wo wir unterwegs sind. Ich habe dann gedacht, ja gut, diese Beispiele, die hier stehen, es war vor 2000 Jahren, wo das geschrieben wurde, aber viele von diesen Dingen, da könnten wir uns durchaus heute auch noch angesprochen fühlen. Also manchmal gibt es das tatsächlich, dass auch heute noch klatschsüchtige Leute gibt, die vor allem gerne über andere reden oder Alkohol oder nicht lieben, sondern Macht ausüben und all diese Dinge, das damals einen Unterschied ausgelöst hat. Viele von diesen Dingen können auch heute einen Unterschied auslösen, dass Menschen denken, okay, wenn das Getratsche losgeht, wieso macht der jetzt nicht mit? Komisch. Oder wenn man irgendwo unterwegs ist und es darum geht, wie man noch etwas für sich nehmen kann. Hä? Wieso macht jetzt der nicht mit? Denkt er hier anders? Lebt er hier anders? Das sind alles Möglichkeiten, die einen Unterschied auch heute ausmachen können. Das ist ganz interessant. Unsere Welt ist gar nicht so weit weg von damals, offensichtlich. Es ist wirklich spannend. Und ich habe auch interessant entdeckt, dass vieles, was hier zu tun hat, auch mit Worten zu tun hat. Und es gibt vielleicht 1, 2 Punkte, wo du merkst, das spricht dich an, wo du merkst, hey, hier möchte Jesus vielleicht auch durch mein Leben einen Unterschied in meiner Welt ausmachen. Dann nimm das mit. Vielleicht sind es auch Worte, verantwortungsbewusst zu leben, zu reden. Das hat viel mit Worten zu tun. Authentisch zu sein, dass das, was man sagt, dass man das auch hält. Freundlich ist vorgekommen, nicht klatschsüchtig, das hat sehr viel mit Worten zu tun. Glaubwürdig zu sein, oft wurde gesagt, dass das, was man sagt, mit der gesunden Lehre übereinstimmen soll. Also mit dem, was Jesus sagt. Es geht ganz viel ums Reden. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht auch ein ganz guter, praktischer Punkt heute, so eine Zutat, dass unser Reden einen Unterschied ausmacht in unserem Umfeld.
Und dazu gehen wir nochmals zurück in den Petrusbrief, weil Petrus nimmt das auch auf eine ganz spannende Art und Weise wieder auf. Er sagt, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfungen mit Beschimpfungen. Das erleben wir heute oft, wenn man beschimpft wird, so der erste Impuls, bei mir manchmal, bei euch wahrscheinlich nicht, zurückzuschimpfen. Oh, da habe ich auch ein paar gute Argumente bereit, dem zeige ich es dann. Aber sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Worte, dass Worte ein Segen sind. Dass Worte ein Segen werden. Dass Worte andere Menschen auferbauen, ermutigend sind, einen Unterschied ausmachen. Überleg dir mal die Gesprächskultur, die in deinem Umfeld vorherrscht. Wenn du zur Arbeit gehst, im Sportverein. Vielleicht gibt es manchmal ganz schöne, gute Gespräche, aber sicher erlebst du auch das Gegenteil immer wieder, da und dort. Und jetzt heißt es hier, unsere Worte dürfen ein Segen sein. Ein Segen, das bedeutet etwas Gutes ins Leben hineinreden. Am Schluss bedeutet Segen eigentlich die Gegenwart Gottes in eine Situation zu einem Menschen zu bringen. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann ist das der größte Segen, den man haben kann. Aber schon ein ermutigendes Wort. Die Bibel ermutigt uns, ermutigende Worte zu haben. Abraham, jetzt gehen wir noch einen Blick ins Alte Testament. Bei ihm heißt es, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Abraham war ein gesegneter Mann, weil er war Freund Gottes. Das ist der größte Segen, dass man ein Freund von Gott ist, dass Gott gegenwärtig ist im Leben. Und jetzt sagt Gott ihm, durch dich sollen alle Völker auf der Welt gesegnet werden. Das kann weitergehen. Und auch wenn wir heute darüber nachdenken, Wohlgeruch sein, gute Worte sein, ist das genau das, zu Jesus zu kommen, seinen Segen zu empfangen und dadurch auch andere Menschen segnen zu können. Genau dieser Segen wird dann wieder aufgegriffen im Neuen Testament. Das ist eine spannende Angelegenheit, weil plötzlich sind wir ein Teil davon. Wir gehören ja auch zu allen Völkern, die es gibt. Im Galater 3,8 heißt es, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also vom Abraham ist dieser Segen wirklich ausgegangen, ist bis zu uns gekommen. Das ist eine längere Geschichte, die man jetzt nachverfolgen müsste. Aber genauso darf auch der Segen, den wir empfangen haben, weitergehen. In Worten, in Taten, in Großzügigkeit. Wenn du Jesus kennengelernt hast in deinem Leben, wenn du eine persönliche Beziehung, Freundschaft hast mit Jesus, dann hast du genau diesen Segen, den Abraham damals hatte, ein Freund Gottes zu sein, Freundschaft mit Gott zu haben. Ja, eigentlich das Gegenteil, ohne Gott zu sein, was die Bibel immer wieder als ein Fluch beschreibt, ohne Gott zu sein. Und dann das Gegenteil, von Gott gesegnet zu sein, mit Gott unterwegs zu sein. Ganz praktisch, wie könnte das ganz praktisch aussehen? Ein Leben, das salzig wirkt und Fragen Durst macht, Fragen aufwirft und Antwort möglich ist. Es könnte so aussehen, dass wir mit unseren Worten andere Menschen auferbauen. Wir haben am Anfang einander ein Kompliment gemacht. Das tut gut, oder? Komplimente machen, eine Ermutigung, eine Auferbauung. Mark Twain, der hat dieses Zitat gesagt, von einem guten Kompliment kann man 2 Monate leben. Ich habe mir gedacht, ich will lernen, gute Komplimente zu machen. Wir wissen auch, oder wir reden oft darüber, wenn man ein negatives Wort sagt, wie viele positive Worte braucht es dann, um das wieder aufzuwiegen. Positive Worte haben so eine große Kraft.
Es kann ganz einfach sein, in der Familie, dort wo wir unterwegs sind, nicht mit negativen Worten zu glänzen, sondern mit auferbauenden Worten, mit segnenden Worten. Dort, wo du lebst, in deinem Umfeld, dort, wo du zu Hause bist. Oder auch Nachrichten zu schicken. Das tut immer wieder so gut, wenn man so auferbauende Nachrichten bekommt. Per WhatsApp, SMS und so weiter. Es gibt Leute, die schreiben heutzutage noch Briefe. Kann man auch einen Brief schreiben mit auferbauenden Worten. Das ist das, wo man das Blatt nimmt und dann mit einem Schreiber so schreiben muss. Das war recht cool. Diese Woche war ich hier und da ist Debbie vorbeigekommen und hat Briefe gepackt aus dem Sommerlager. Im Sommerlager haben wir Briefe geschrieben, haben die Kinder selber sich für die anderen in der Kleingruppe etwas geschrieben, eine Ermutigung, etwas, was sie cool finden an diesem Kind. Und Debbie hat es diese Woche eingepackt und allen geschickt. Das heißt, diese Woche haben ganz viele Kinder einen Brief bekommen mit so Komplimenten, mit auferbauenden Worten drin. Mega cool, oder? Und das können wir auch. Wir können einander ermutigen mit positiven Worten. Oder zum Beispiel, wenn du am Morgen nach draußen gehst und holst frische Gipfeli vom Beck nach Hause, kannst du ja gleich einen zweiten Sack kaufen und für deine Nachbarn mitbringen zum Beispiel. Auch so etwas Positives, Ermutigendes, Auferbauendes, etwas, was vielleicht Fragen aufwirft, außer dein Nachbar hat keine Gipfeli gern. Dann vielleicht, ein Segen wird immer als Segen empfunden, wenn man das auch so wahrnimmt, oder? Sonst könnte es auch das Gegenteil auslösen. Oder einfach großzügig sein. Das ist etwas, was charakteristisch ist für das Reich Gottes. Großzügigkeit. Gott hat uns mit Jesus Christus alles geschenkt. Sich selber hat er uns geschenkt. Wie könnten wir dann selber geizig sein? Zum Beispiel mit Trinkgeld oder im Umgang mit anderen. Eigentlich, das ist ein Markenzeichen von Christen, oder? Großzügigkeit. Wie schön, wenn wir als Christen großzügig sein können. Und wenn wir bekannt sind, nicht für Geizigkeit, sondern für Großzügigkeit. Das Merkmal vom Reich Gottes. Deshalb habe ich so einen ganz einfachen, Wochen-Next Step mir überlegt. Und ich will euch einladen, dieses kleine Experiment mitzumachen. Ich werde diese Wochen 3 Personen überraschend segnen, ermutigen oder beschenken. Mindestens eine Person von der FEG und eine von außerhalb der FEG. Das will ich dir mitgeben als Wochenchallenge. Auf eine überraschende Art und Weise, dass sie einen Unterschied ausmacht. Vielleicht fragst du dich ja, wen könnte ich dann überraschen? Einfach mal den Heiligen Geist fragen, Gott fragen, wo möchtest du vielleicht, dass ich jemandem einen Brief schreibe oder was auch immer. Ich weiß auch, dass es viele Leute gibt, die machen das in ihrem Alltag. Es ist ja immer so, dass wir von Gewohnheiten reden, die wir uns aneignen müssen. Oder jetzt in diesem Fall einen Muskel, den wir aber trainieren möchten. Oder? Muskeln muss man trainieren, dass sie richtig gut sind, sodass es auch vielleicht ein Lebensstil ist, den wir immer wieder trainieren, anderen Leuten so überraschend zu segnen. Und ich habe mir überlegt, wenn jetzt 100 Leute sagen, doch, das mache ich, dann werden diese Woche 300 Menschen hier in dieser Umgebung positiv überrascht. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Geschichten gibt? Also das Wochenchallenge, wer macht mit? Viele machen mit, cool. Könnt ihr auch noch überlegen, ist alles freiwillig natürlich. Klar, aber ich bin gespannt, was das für Geschichten auslöst. 3 Leute, jemand von der FEG, jemand von außerhalb, noch eine dritte Person. Das wird etwas machen. Vielleicht bist du heute auch hier, weil du selber erlebt hast, wie ein Leben von einer anderen Person bei dir eine Frage aufgeworfen hat. Oder schaust hier zu, weil du denkst, okay, ist vielleicht mit diesem Jesus mehr dran? Und du bist hier, weil du genau das erlebt hast, dass es bei dir eine Frage aufgeworfen hat und du auch Antworten suchst und jetzt zuhörst und gespannt bist, ob du da mehr von Jesus hörst. Vielleicht hast du genau das erlebt. Und mein Wunsch ist, dass heute niemand nach Hause geht ohne den größten Segen von Gott. Wir haben darüber geredet, das ist der größte Segen, den man von Gott erhalten kann. Und der größte Segen ist, dass man ein Freund Gottes sein darf. Und das wäre mein Wunsch, dass jeder, wenn du zuschaust oder wenn du hier bist, dass du mit diesem Segen nach Hause gehen kannst. Das ist der größte Segen, den es gibt. Die Bibel spricht eigentlich sehr klar davon, dass wir Menschen auf unserem Lebensweg unterwegs sind und
was Gott betrifft, verirrt sind. Viele Menschen sind auf ihrem Lebensweg unterwegs und kommen immer weiter weg von Gott. Manche Menschen machen das ganz bewusst. Bei anderen passiert es einfach irgendwie, dass man verirrt. Und der Weg, wo man unterwegs ist, ist ohne Gott, ist gottlos. Und die Bibel spricht über diese Situation sehr klar. Mit einer eigentlich brutalen Klarheit. Sie sagt, dass man eigentlich unter einem Fluch steht. Unter dem Fluch, ohne Gott zu sein. Ohne Gott unterwegs zu sein. Und das ist nicht lustig. Weil es bedeutet, dass man ohne den Schöpfer des Universums ist, dass man eigentlich alleine auf sich gestellt ist. Und genau deswegen ist ja Jesus gekommen in diese Welt, um den Segen zu bringen, um diesen Fluch wegzunehmen und den Segen zu bringen. Den Segen, den Abraham schon bekommen hat, dass er ein Freund Gottes sein durfte. Genau deshalb ist Jesus gekommen, weil er möchte, dass wir auch heute ein Freund von Gott sein dürfen, dass wir nahe bei Gott sein dürfen. Das wird im Galaterbrief beschrieben. Ich möchte diese Stelle kurz auch vorlesen. Von diesem Fluch des Gesetzes, hier wird es ein Fluch des Gesetzes genannt. Wenn man die ganze Zeit versucht, durch seine guten Taten Gott zu gefallen, dann wird man scheitern. Es gibt keinen Menschen, der perfekt lebt. Die meisten Menschen wissen das, egal ob sie Christen sind oder nicht. Die meisten Menschen wissen, dass sie nicht perfekt leben. Einige denken es vielleicht, das sind wenige. Aber von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Also Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat gesagt, ich will diesen Menschen diesen Fluch wegnehmen, dass sie ohne Gott sind. Dass sie Segen empfangen können, dass sie wieder mit Gott zusammen sein können. Deshalb ist er gekommen. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, solle durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und wer ist mit allen Völkern gemeint? Das sind auch wir gemeint. Da kannst du deinen eigenen Namen einsetzen. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus dir geschenkt werden. Und ich möchte heute diese Frage dir stellen, ob du diesen Segen für dich angenommen hast. Und es ist mir mit dieser Frage, es ist eine ernste Frage, es ist mir wichtig mit dieser Frage, weil ich glaube, dass es eine lebensentscheidende Frage ist, ob du mit Gott zusammen bist oder nicht. Hast du den Segen von Jesus Christus persönlich für dich in Anspruch genommen, ein Freund Gottes zu sein? Und es ist auch eine ganz persönliche Frage. Es geht in diesem Moment nicht um zum Beispiel, sagst du vielleicht, ja, meine Eltern, die haben das schon gemacht, ja, oder meine Frau oder dieser oder jener, keine Ahnung. Aber es geht um dich jetzt in diesem Moment. Hast du selber diesen Segen für dich in Anspruch genommen? Es geht auch darum, dass wenn du vielleicht in vielen, vielen Jahren mal auf dem Sterbebett liegst, dass du dich nicht fragst, reichen meine Taten aus, die ich getan habe, dass Gott mich annimmt? Das ist der Fluch des Gesetzes, oder? Sondern dass du es merkst, dass du sagen kannst, ja, ich bin von Gott angenommen, weil er es getan hat, weil er für mich gestorben ist, weil er sein Leben gelassen hat unter diesem Fluch, in die Gottverlassenheit gegangen ist, dass ich wieder mit Gott zusammen sein kann. Wir möchten es ganz konkret machen. Wir machen auch die Augen zu. Ich möchte dir diese Frage stellen und ich möchte dich bitten, wenn du hier bist oder im Livestream und sagst, doch, ich möchte diesen Segen von Jesus annehmen, ich möchte, dass Jesus mein Freund ist, dass du das Jesus zeigst, indem du seine Hand so aufhebst. Einfach ein kurzes Zeichen für Jesus. Und dann werden wir zusammen beten. Machen wir die Augen zu. Jesus, wir sind jetzt vor dir. Und es ist mein Wunsch, dass niemand ohne diesen Segen von dir geht. Ein Freund von dir sein zu können. Der größte Segen, den es gibt. Und ich möchte dich jetzt in diesem Moment fragen, wenn du diesen Segen noch nie für dich persönlich angenommen hast, wenn du Jesus noch nie persönlich in dein Leben aufgenommen hast, möchte ich dich fragen und einladen, möchtest du diesen Segen von Jesus annehmen?
Möchtest du Jesus in dein Leben einladen und ein Freund Gottes werden, den größten Segen, den es gibt, annehmen? Dann darfst du das jetzt zeigen, indem du deine Hand einfach aufhältst. Auch zu Hause, wenn du zu Hause bist, mach das. Als Zeichen für Jesus Christus. Danke, Jesus, für die Menschen, die das machen möchten, die den Mut dazu haben. Vielleicht hattest du den Mut jetzt noch nicht, aber du spürst, es ist dran, es ist wichtig. Dann halte jetzt deine Hand, kannst du auch jetzt noch dazukommen, halte deine Hand nach oben, gib Jesus ein Zeichen. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der sagt, er will diesen Segen annehmen. Und wenn du das willst, wenn du dazu Ja sagst, dann spreche ich dir jetzt zu in diesem Moment von Gott her. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz. Jesus hat diesen Fluch der Gottverlassenheit auf sich genommen. Und er schenkt sich selber dir. Du bist gesegnet mit seiner Gegenwart. Du bist gesegnet damit, dass Jesus ein Teil deines Lebens ist und du nie mehr allein bist. Dieser Segen, den Abraham erhalten hat, der gilt für dich. Gott ist dein Freund. Und auch wenn das Leben mit Gott nicht einfach ist, dann spreche ich dir zu und du darfst wissen, dass Jesus in jedem Moment, in jeder Sekunde bei dir ist und mit dir ist. Hier auf dieser Welt, aber auch in alle Ewigkeit. Und ich spreche dir zu, dass dein Name im Himmel, im Buch des Lebens hineingeschrieben ist. Ja, und Jesus, ich will dich auch bitten, einfach für die nächste Woche, für uns alle zusammen, dass du mit uns mitkommst, dass wir die Kraft deines Evangeliums erleben dürfen, dass wir dich anschauen können und dich einatmen und dass sich dein Wohlgeruch von uns weiter verbreitet. Und ich bitte dich, zeig uns, wo wir einen Unterschied ausmachen dürfen, können, wo wir mit Worten, mit anderen Dingen jemanden überraschen können, vielleicht Fragen aufwerfen können. Jesus, wir bitten dich um deinen Segen und wir danken dir, Jesus. Danke, dass du mit uns mitkommst. Amen. Ich habe 3 Angebote für euch. Das erste Angebot ist Ministry Time. Wir haben 2 Leute, die hinten bereit sind, mit euch zu beten. Vielleicht möchtest du Gott um einen Segen bitten für etwas. Vielleicht bist du selber krank, wie wir vorher gehört haben. Jesus heilt heute. Du kannst gehen, vielleicht hast du irgendetwas auf dem Herzen, egal was. Nimm Ministry Time in Anspruch. 2 Leute sind bereit, sie beten sehr gerne für dich. Gleich jetzt dann während den nächsten Liedern darfst du nach hinten gehen. Das zweite Angebot, das ich an dich habe, ist, wenn du heute gesagt hast, in deinem Herzen oder mit der Hand gezeigt, ja, ich will diesen Segen von Jesus in Anspruch nehmen, dann erzähl das doch unbedingt jemandem. Auch wenn du zu Hause bist, erzähl das einem anderen Christen und besprecht das und betet auch zusammen. Das wäre cool und wichtig auch. Und das dritte Angebot, nutze einfach die Zeit, vor Jesus zu kommen. Vor Jesus zu kommen, mit ihm im Gespräch zu sein, ihm zu begegnen, ihm zu loben und zu preisen mit den nächsten Liedern.